Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und jetzt sind wir hier in der trichten Overwelt gelandet und gucken uns gleich mal um. Boah. Und die Overweltmusik trifft mich gleich wieder wie ein Gongschlag. Amazonas, das heißt, wir sind in Südamerika gelandet. Und das Gebiet Over wird später wichtig sein. Wir wollen jetzt erstmal dort rein. Weil hier gibt es noch was für uns. Und zwar nette Kristall. Gehält ein Kristall. Und es passt auch hervorragend, dass hier nur Wüste ist und nur Staub aufgewirbelt wird. Willkommen beim Magier. Auch wenn er nicht gemerkt hat, dass er eine Seele ist. Da gibt's was Neues. Lässt Blitze zucken. Von den Dinger holen wir uns auch gleich mal zwei. Was anderes Neues gibt's nämlich noch nicht für uns. Aber das ist schon mal ein Gegenstand, der neu ist. Und neu ist in dem Fall immer gut. Ja, hier können wir auch noch nicht weiter. Ach Gott. Dann gehen wir doch gleich mal dorthin, wo wir hier wollen. Und zwar hier. Lumina. Und ach, die Musik verkündet wieder tristes Dasein und Emotionen. Komm her. Komm her. Jetzt, komm doch ein bisschen näher. Ich warte seit langem auf dich. Huch, das wollte ich doch gar nicht. Höhle, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte erst noch dorthin gehen. Zu der armen Seele hier. Die ist ganz still und sagt nichts. Das ist unser Gemischtware-Händler hier. Aber ja. Hier geht nichts anderes, als in den Baum reinzukriechen, in den großer Höhle. Hier können wir auch wieder speichern. Und das ist unser erster großer Dungeon in der Overwelt. Ja, das sind diese lustige Knolle hier, die so violettes Gas verströmen. Oder Polle rausschießen, was auch immer. Boah, eine Höhle. Wenn der Baum Mensch wäre, sind die Gänge sei Adern. Und das fand ich als Kind schon so, den Spruch, die Vorstellung, dass man sich in der Adern von einem Lebewesen fortbewegt. Aber im Endeffekt ist ja genau das hier der Fall. Und da uns der Weise noch den Tipp gegeben hat, von wegen Kristallspeer wirkt nur in der Unterwelt und so, können wir jetzt genauso gut auch den Hexagonstab nehmen und können hier auch nochmal auf den Plus-End Stärke zurückgreifen. Jetzt haben wir den Tutorial- und Idiote-Bonus Nimi parat, sondern müssen uns jetzt mit Knoller heilen. Und hier, das vibriert schon so vorfreudig. Todevor habe ich schon reichlich. Da wird wahrscheinlich ein Knoller oder Gegengift oder sowas drin sein. Und hier sowas Lustiges wurschtelt auch durch die Gegend. Also was der arme Baum in sich drin hat. Gehält 42 Taler. Und das Ding können wir auch angreifen. Und da ist auch nochmal was. Todevor habe ich schon reichlich. Na Alter, wenn der feine Herr halt nicht mehr will oder nicht mehr tragen kann. Und auch die Musik wird uns mehrfach begleiten im Spiel. Gucken wir doch mal hier rein. Oh, ein Löchel, da kommen wir nicht durch. Und ja, noch tun wir uns ein bisschen schwer mit den Gegnern. Aber das wird auch nicht auf Dauer sein. Und komm her, du Blimel. Die wird es auch nochmal später in einer Version geben, die Blume. Man muss auch dazu sagen, früher hat man halt auch sehr viel gespart mit der Grafik. Man hat dementsprechend auch Gegnermodelle genommen und hat sie nur in einer anderen Farbe dann wieder gegeben, damit sie dann ein bisschen stärker sind für ein kommendes Level. Das ist vor allem auch viel bei Secret of Mana eingesetzt worden. Todevor habe ich schon reichlich. Ach Gott, du Prahlhans. Gib doch Atem mit, was du alles hast. Was du alles gekarft hast, Buh. Jetzt kommst du nochmal raus. Zack. Die müssen wir rauslocken, die Viecher. Die sind auch zum Glück blöd genug, dass sie an Land springen, wo sie sich fertig machen lassen. Ah, ui, 2 von denen. Hallo Kumpels. Ich nutze euch da gleich mal zum Leveln. Und kaum spricht man vom Deibel. Level 8 erreicht. Die KP steigen um 7er, die Stärke steigt um 1, das Glück um 1 und keine Abwehr mehr. Okay, jetzt ziehen wir deine Knabe auch wieder ein bisschen mehr ab. Komm her, Fischi. Ich kann mir jetzt mit M-Schlag fertig machen, Fischi. Ich, ach, du bissiger Mistkerl. Komm her.
Komm her, komm her. Zack. Und das Blimel können wir auch platt machen. Die Pflanzen sind entstanden aus einzigsten Baum und haben Zeit gebraucht. Durch die Rettung vom Sonnebaum soll die Welt wieder erblühen. Und danke für die Heilung, liebe Seele. Ich finde es auch schön, dass die Seele immer so kommunikativ sind. Bis auf die Gemischtware-Händler-Seele am Sonnebaum selber. Weil wie ihr euch jetzt denke kennt, sind wir tatsächlich im Sonnebaum drin. Und in der violette Plörre würde ich auch nicht gern schwimmen. Also Sonnebaum in alle Ehre, aber ja, ihr seht, der Ark, der kann selber nicht schwimmen. Huch, du Säckel. Hey, spring da nicht die ganze Zeit rein in die Plörre. Jetzt warten mal, jetzt spielen wir Fischerabschmeißer. Ich wollte dich doch im Wasser abschmeißen. Und wie das so im Leben ist, entsteht durch Explosion dann eine Brücke, wenn man alle Gegner killt. Und jetzt können wir hier runterhampeln. Ella Badge. Jetzt sind wir nämlich am anderen Ufer, ohne dass wir nur durch die Plörre schwimmen müssten. Und Todofu hat er schon reichlich hier, der feine Herr Baron. Das braucht er nicht. Und wie sieht's hier aus? Todofu habe ich schon reichlich. Und so können wir auch einen kleinen Trick machen. Wenn die Knolle sich schließen, können wir die nehmen und als Projektil verwenden. Jetzt machen wir doch gerade mal hier den Weg frei. Weil wir wären Feststeller. Na, komm her, du. Wir wären Feststeller. Kommst du her. So. Todofu hat er schon reichlich. Natürlich. Du kannst mal hochhupsen. Und Ark erhält den Sonnerstab. Sonnerstab, du hämmern doch gleich. Stärke plus 6, bündel die Kraft vom Sonnebaum. Na, Alter. Das mag ich auch, Wiele Fluffy. Schon hämmer das Ding. Und wir sehen die Animation wechselt von so einem beige zum etwas hellere Goldbraun, würde ich schon fast sagen, zu der Farbe. Todofu hat er auch schon reichlich. Und das ist nochmal so ein wunderschönes Tor, wo durch Wurzeln nochmal so Teufelsvisage aber drauf abgebildet ist. Gehen wir doch gerade mal reingucken, was da passiert. Hallo? Giftiges Gas eingeatmet. Arg schwinden die Sinne. Und dann wird er rausgekickt. Zu der Party können wir offensichtlich noch nicht. Tja, wir brauchen wohl was gegen das giftige Gas. Und jetzt sind wir auch wieder ein bisschen stärker. Ewe durch den ganzen Kruscht. Oh, Mist. Mist. Wir müssen da nochmal rum. Tut mal leid. Ich habe jetzt anscheinend etwas gemacht, was ich noch nicht machen wollte. Ach, egal. Den Weg können wir genauso gut nochmal gehen. Wir nehmen einfach die Erfahrung wieder mit bei dem Punkt. Und zack. Und joink. Und wuppdidu. Und so stark haben wir uns bis jetzt auch noch nicht verletzt, dass wir Heilknöllchen bräuchten. Zack. Ach ja, die Erfahrungswerte können wir hier definitiv noch mitnehmen. Und an der Stelle mag ich auch gerade noch mal wissen. Bibliothek, wo bist? Habt ihr gemerkt, ich sag nicht mehr Bibliothek, noch moin. 1884 haben wir gerade. 1884. Und so Enfischi bringt... Enfischi 1884 bringt gleich mal 11 Erfahrungspunkte. Das ist ein Wort, oder? 11 Erfahrungspunkte. Moment, jetzt bin ich auf Start aus Versehen gegangen. Genau. 1906 haben wir jetzt. Jetzt gucken wir nochmal, wie viel einer von denen Kerle bringt. 1906. Ja, nicht schlecht. Die bringen schon ordentlich was hier, die Bursche. Also 15 Erfahrungspunkte und 11 Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. Das sollte man definitiv auch so mitnehmen. Gerade nochmal gucken. Jetzt sind wir bei 1958 und oh, hoppla. 1958 mach dich auf. Und jetzt haben wir 1958, 1971. Ja, die geben schon ordentliche Erfahrung hier. Du merkst ja schon den Unterschied. Der verzählt uns wieder selber. Aber das macht nichts, weil er uns auch wieder heilt. Komm her. Ich will eure Erfahrungspunkte, ihr Freaks. Zack. Na. Gibt's doch gar nicht. Am Fisch verreckt. Am Fisch an Land verreckt, wohlgemerkt. Der kann nur weiter vor sich vibrieren, das macht mir nichts. Ah ne, die Brücke ist schon entstanden. Aber die Viecher sind nach wie vor drin. So, beide auf einem Schlag erwischt. Gehen wir wieder ans andere Ufer. Und schauen uns um. Entschuldigung, das habt ihr jetzt einfach sein gemisst. Und dich kriege ich auch noch. Und da können wir den Keller runtergehen.
Boah, das muss ein riesiger Baum sein mit riesigen fetten Adern. Also, wir denken im Amazonas, wenn wir mal so einen mächtigen Baum sehen, was da alles drinsteckt in dem Baum. Und beherzigen nochmal die Gedanken an den Dungeon hier. Ich muss jedes Mal, wenn ich so einen riesigen Baum sehe, an genau den Dungeon denken, um ehrlich zu sein. Da hat mich Terranigma doch etwas geschädigt. Okay, das Vieh ist auch platt. Zack. Ich mag mich nochmal hier umgucken. Das ist das, was ich gemeint habe, ne? Das haben sie jetzt einfach lila angemalt, das Vieh. Und jetzt ist es ein anderer Gegner. Zack. Und ach, der ist nur angreifbar, wenn man attackiert. Wenn die Blume offen ist. Ich glaube, von da bin ich Kummer, oder? Kann das sein? Oh Gott, ich wieder mit meiner scheiß Orientierung. Nee, Käse, bin ich nicht von da Kummer? Ah, nee. Von da bin ich nicht Kummer. Na gut. Hoppala. So. Geht doch. Und da. Fischl. Und komm raus. Ja, komm schon raus. Das geht nicht. Noch einmal. Hua. Geht doch. Aber bringt uns nicht viel, wie wir sehen. Noch bringt uns das nichts. Aber das wird uns da was bringen, weil wir sehen da oben nochmal den Bereich. Und der wird später wichtig sein. Oh, wenn ich jetzt noch springen kennt, dann wäre alles perfekt. Aller Hopp. Ich glaube, von da bin ich nicht gekommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal da runter. Oder? Bin ich von da nicht gekommen? Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das falsch aus. Ich glaube, von da bin ich gekommen tatsächlich. Da davor hat er nämlich schon reichlich, der Herr Baron. Okay. Ich mit meiner Orientierung. Das wird definitiv noch ein Spaß geben bei all den Klassikspielen, wo es noch keine Unterstützung gibt in der Hinsicht. Level 9 erreicht. KP steigen um Silver, die Stärke um 2 sogar. Abwehr auch wieder um 1 und das Glück um 1. Das war jetzt mal ein Level, was sich gelohnt hat. Aber wir kriegen die KP tatsächlich nicht aufgefüllt. Magische Karte. Motor. Okay. Okay, tatsächlich. Ich habe meine vorige Sätze muss ich definitiv streichen an der Stelle. Es gibt hier Hilfe, aber die habe ich eigentlich noch nie in Anspruch genommen, um ehrlich zu sein. Karte habe ich in Terranigma nie benutzt, eigentlich weil die Dungeons doch relativ übersichtlich sind. Einige haben sich doch auch wirklich ins Gedächtnis gebrennt, muss ich gestehen. Aber das Sonnebarm ist jetzt nicht wirklich eins, was ich durch seine Struktur und seine Orientierungsfreudigkeit in mein Gehirn eingebrennt hat, sondern vielmehr wegen dem Design hier von dem Ganzen, wegen den Umständen von wegen, wir bewegen uns in der Adern von einem Lebewesen fort und weil das halt auch einfach der erste Dungeon in der Overwelt ist. Und ich glaube, die ersten Dungeons, das sind sowieso immer die sich total einbrennen. Siehe zum Beispiel bei Ocarina of Time, der Deku-Baum. Ich denke, den hat auch jeder von uns absolut im Gedächtnis drin, der das Spiel gespielt hat. Hörst du es ja leid, nix nimmt er mit, der Kerl. Nix nimmt er mit. Zack, außer das hier, Vitalelixier. Ja, geil. Dort wurde auch schon genug. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu unserer Utensilien rein. Und switchern uns hier das Vitalelixier rein. Und kriegen damit wieder permanent 5 KP mehr, die wir sehr gut gebrauchen können. Zack. Ich kann mir auch nicht helfen. Die Viecher sehen ein bisschen aus wie die Gremlins, oder? Aus dem alten Film. Okay, so kann man leider nicht erreichen. Da geht's noch wohin. Und da kommen wir auch noch wohin. Und die ich erstmal ganz gern hier rein. Da kommen wir nämlich noch in einen Bereich, wo das Wasser seltsamerweise blau ist. Aber da kommen wir nicht drüber gesprungen. Na gut. Aber ihr seht, der Unterschied zwischen dem kristallklare, königsblaue, wunderschöne Wasser und der violette Drecksbrühe, die hier noch rumschwimmt, in der Adern vom Baum. So, 87 habe ich ihn jetzt mit dem Crit abgezogen. Nicht schlecht, Herr Specht, oder? Zack. Beide 8 niedergemacht. Und die geben 8 gut Kohle, die Jungs. Zack. Herrn Uff. Gut, dich kriege ich so auch noch fort. Und dann gehen wir doch mal dorthin in den Bereich. Komm her, du Blumen.
Da finde ich jetzt wiederum, ach, die Gegner recht gut gewählt, muss ich sagen. Dass du etwas aggressive Blumenparasite drin rumschwirren, kann ich mal denken. Oder dass in dem kaputte Lebenssaft vom Baum oder im kranke Blut vom Baum, dass du, ach, solche Piranhas rumschwirren, kann man sich noch denken. Und dass eventuell, ach, solche Baumparasite wie die Gremlins, sag ich jetzt mal, da rumfliegen. Folg mir! Okay, jetzt muss ich das Seel hinterher. Ja, wie gesagt, das könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass da so Baumparasite drin sind. Wir machen es uns jetzt einfach mal einfach und lassen uns fallen an dem Wurzelstrang. Und jetzt gerät man an eine kleine Oase, könnte man sagen. Und ich wusste als Kind häufig nicht, was ich dort zu machen habe, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, wir könnten auch mit der Blume sprechen. Die Lilly. Danke für deine Rettung. Die Oberfläche ist verödet, aber in der Tiefe entsteht neues Leben. Das Blatt, das kannst du als Flosse benutzen. Das habe ich dann früher auch nie gewusst, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, hey, man konnte doch da hingehen. Und, ach, er hält Riesenblätter. Das sind jetzt die Flosser von unserem lieben Ark, der nie schwimmen gelernt hat, obwohl Christa eigentlich einen See gehabt hat. Und der Fluffy hat auch noch was zu sagen. Du kannst nicht schwimmen. Was geht denn dich das an? In meiner Heimat war das halt nicht nötig. Fluffy, sei mal gefälligst ein bisschen sensibler. Ich will's mal so sagen, mit dir wird's niemals langweilig. Pff, Knetkopf. Wer fliegen kann, der hat leicht Retter. Da haben wir so die Rieseblätter. Eignen sich auch als Schwimmflosser. Das ist die Zauberschatulle. Das könnte ich theoretisch auch noch anwählen. Lassen wir aber mal gut sein an der Stelle. Und wir können jetzt ganz normal schwimmen hier. Und können mit der B-Taste können wir auch so ein bisschen schneller sein dabei. Die Renntaste, die bringt uns jetzt auch nichts. Aber da ist noch eine Blume, mit der wir sprechen können. Hüte dich vom giftigen Gas, wenn du die Höhle vom Moloch betrittst. Alles klar. Das machen wir doch glatt. Aber vorher stauben wir noch hier den Kristall ab. Und gehen wieder hoch. So viel zu dem kleinen Paradies, was ich hier in eine ganz, ganz tiefe Spalte vom Sonnebaum auftut. Ach, mit der Sonnenstrahle. Großartig gemacht, die so als Lichtsperre bis ganz tief in den Sonnebaum vordringen. Aber die Oberfläche vom Sonnebaum, die sind nach wie vor noch stark angegriffen und vergift. Und genau die gilt's zu reinigen. Damit der Baum wieder zu neuem Leben erwachen kann und damit der Baum auch wieder Spore ausstäuben kann und Blüte ausstäuben kann, um die Pflanze auf der Welt wieder zu beleben. Weil die Mythologie hinter dem Ganzen ist hier jo, dass es einen Baum gegeben hat, einen großen Baum gegeben hat, der hier für alles Leben von der Pflanze gesorgt hat. Und eben dann müssen wir heilen, damit die Pflanze wieder auf die Oberfläche zurückkehren können. Und das finde ich persönlich eine sehr schöne Lösung. Gefällt mir persönlich sehr gut. Hoppla. Herr Uff. Okay. Jetzt können wir auch in der violette Drecksbrühe schwimmen. Komm her, ihr Freakos. Da ist noch einer. Na, wenn ich dich mal verwische, det. Es tät mich als mal interessiere, wie die Gegner heißen bei Final Fantasy VII. Haben wir das ja immer noch gucken können, wie die Gegner heißen. Aber hier ist das leider nicht möglich. Na, also jetzt habe ich es gerade mit der dachischen Blume. Jetzt ist es gerade was Persönliches. So, habe ich dich. Ich nehme auch noch mit. Und dein Geld nehme ich auch sehr gern. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir auch nicht wieder vor Angst haben, da in der Brühe zu landen. Jetzt können wir genauso gut hier lang gehen. Durch klares Baumwasser schwimmen. Dann können wir da nämlich auch noch ein Gebiet abstaben. Schade, ich wollte jetzt eigentlich da drüber springen. Und kommen nochmal in ein schönes Gebiet, ganz tief unterm Sonnebaum, wo auch nochmal Leben und Hoffnung entsteht. Na, so. Die Oberfläche ist verwüstet worden. Es gibt keinen Ort, an dem wir überleben könnten. Ein Tropfen von der Quelle schützt vor Vergiftungen. Und Ark erhält den Tautropfen. Der ist persönlich für mich in dem Level auch nochmal sehr wichtig, weil der Tautropfer, wie schon der Name sagt, schützt vor giftigen Gasen und ich mag das natürlich auswählen. Und wir erinnern uns, was uns da oben erwartet in der Höhle des Molochs. So, jetzt nehmen wir nochmal alles Optionale mit, den ich sah.
zwar hier ist noch was. Untersuch die Pflanzen neben mir. Arg erhellt. Waldweste. Ja, wir machen jetzt mal eine auf Tarzan und kleiden uns in Blätter. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass die Rüstungen nicht so wie die Waffen noch mit animiert wurden. Schützt vor Vergiftungen. Alles klar, die wählen wir natürlich A. Kleiden uns in Blätter und schützen uns hier vor Vergiftungen. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber ich hätte es sehr geil gefunden, Achter Ark hier in einer Blattrüstung zu sehen. Na. Selemols existiert an der Oberfläche Paradies namens Lumina. Das haben wir ja auch gesehen, als wir hier in das Gebiet reingekommen sind vom Sonnebaum, dass das Gebiet Lumina-Käse oder was war leider nur brodelnde Lava und ein fast toter Baum, der dort gestanden hat. Jetzt gehen wir nochmal hoch. Und dann steht noch was bevor. Jetzt sind wir wieder dort, wo ich vorhin gesagt habe, dass wir da oben sind. Dass uns das Gebiet später nochmal nützen wird. Zack. Ne, dich wollte ich da fertig machen. Zack. Jetzt nehmen wir hier noch mit, was es an Gegner mitzunehmen gibt. Also gegen euch Pflanze. Du bist entdeckt. Okay, alles klar. Ich glaube, die haben mich ja vorher gesehen, die Viecher. Na gut. Komm her, du. Also gegen die Blume habe ich mittlerweile einen persönlichen Hass entwickelt. Und ich steht Sache. Wir gehen jetzt nochmal abspeichern, bevor wir uns dann letzten Endes in die Höhle vom Moloch wagen. Dafür müssen wir nämlich sowieso wieder hoch. Jawohl. Der Moloch ist nämlich relativ weit over. Das finde ich eigentlich auch ganz cool gelöst, muss ich sagen, dass so ein Endboss nicht im tiefsten Dungeon drin sitzt, sondern dass der relativ weit over eigentlich da ist und man sich erst den Weg zu ihm verdienen muss. Okay, jetzt gehen wir nochmal ganz nach over. Und ich will nochmal speichern und dann die Sache, ihr liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.